Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch draussen geht's gut. Wie ihr merkt, ich bin gerade nicht daheim. Ich bin weder auf meinem Bett noch auf meinem Sofa. Ich bin auf einem wunderschönen Stuhl in Basel tatsächlich. Ich bin gerade hier bei uns im Hotelzimmer, weil vielleicht haben es die ein oder anderen schon mitbekommen, die mir auf meinen anderen Social-Media-Kanälen folgen. Nein, ich habe es glaube sogar schon letzte Woche in der Podcast-Folge erzählt. Ja, habe ich. Und zwar arbeite ich ja 2 Wochen lang für den ESC. Und ich kann euch alles zu erzählen. Ich habe eigentlich schon letztes Wochenende die Podcast-Folge aufnehmen und ich habe absolut irgendwie nie Zeit gefunden. Oder ich habe es irgendwie immer rausgeschoben, weil irgendwie immer noch etwas dazwischen gekommen ist und ich weiss doch auch nicht. Und dann habe ich sie also am Sonntagabend aufnehmen, weil ich am Montag dann wieder auf Basel gehen. Und irgendwie habe ich dann auch eine Kooperation filmen und die auch noch schneiden und dann war es so plötzlich 12 Uhr in der Nacht gewesen, und ich war so, fuck, ich muss pennen. Und habe dann gedacht, komm, vielleicht schaffst du es ja irgendwann mal noch, die Podcast-Folge in Basel aufnehmen. Und here we are. Aber ich komme immer mal wieder Fragen über zum Thema ESC, von was ich genau mache, wie, was, wo etc. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt mal eine ganze Podcast-Folge, wo ich euch so ein bisschen erzähle, was ich bis jetzt erlebt habe, weil ich habe schon cooles Zeug erlebt und ich habe mich die ganze Woche irgendwie immer so ein bisschen darauf gefreut, um euch zu erzählen. Ja, und jetzt ist grad, also ich bin gerade nicht alleine im Hotelzimmer. Ich bin mit der Sarah zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihr auch eine Podcast-Folge aufnehme, aber auf jeden Fall, sie ist jetzt gerade am Dreh und darum habe ich jetzt gerade ein bisschen Zeit für mich allein. Ich muss zwar sagen, ein Teil von meiner Klasse ist jetzt schon in eine Bar gegangen und ich habe schon so gedacht, Menno, ich will jetzt auch gerne dabei. Aber ich habe jetzt gleich noch die Podcast-Folge aufnehmen, weil ich habe mich schon sehr, sehr gefreut darauf. Und ich finde es irgendwie cool, dass ich die nachher jetzt hier in Basel aufnehme und nicht erst daheim. Und deshalb, ja, ich erzähle jetzt mal, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Ich habe so viel, ich glaube, ich fange mal einfach an, für die gar keinen Plan haben, von was ich da überhaupt labere. Wir fangen ganz ruhig an. Also, hallo zusammen. Nein, ich bin Nati. Nein, also, ich studiere ja Cast, Audiovisual Media an der ZHDK. Und ich bin jetzt im 4. Semester. Alter, es ist bald Sommerferien. Okay, anderes Thema. Wir haben jetzt wie spontan ein Modul bekommen. Also es heisst spontan, es ist jetzt schon seit einem Jahr geplant so, aber es ist halt gleich nicht das Modul, wo man halt jedes Jahr hat, sondern es ist jetzt schon speziell auf uns, also so für uns gerichtet, dass wir halt am ESC arbeiten können. Also macht auch irgendwie Sinn, weil es ist ja nicht jedes Jahr der ESC in der Schweiz. Und ja, ich muss ehrlich sagen, wann haben wir Bescheid bekommen? Ich glaube so letztes Jahr, Ende Jahr, nein, sogar vorher im Fall. Schon relativ früh, nachdem klar war, dass die ESC in der Schweiz wird sein. Und ich sage ehrlich, ich habe am Anfang irgendwie so gedacht, ach nee. Ich weiß auch nicht, irgendwie so, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so mega in der ESC-Szene. Das Einzige, was ich wirklich mitbekommen habe oder auch wirklich geschaut habe, ist so letztes Jahr das Finale gewesen, wo niemand gewonnen hat. So, das habe ich geschaut. Und dort muss ich sagen, ich bin ja voll dort kurz intuit gewesen, bei dem Finale von so, oh mein Gott, die Schweiz gönnt, oh mein Gott, Name Punkt. Es kann sein, dass sie jetzt wirklich gönnt. So. Dort ist schon ein bisschen viel unter dem Arsch gewesen, versteht ihr? So, und sonst habe ich das nie gehabt. Ich habe nie etwas mitbekommen. Conchita Wurst hat man vielleicht mal kurz gehört, so, ja, okay, das ist jemand, der gewonnen hat. Der Remo habe ich irgendwie halbwegs mitbekommen, der hat mal mitgemacht. Luca Hani hat man mitbekommen. Sonst, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie geschaut und ich wirklich gar keine Ahnung gehabt. Ich weiss auch gar nicht, wie das funktioniert oder irgendwie whatever so. Und darum bin ich am Anfang auch so ein bisschen habe ich jetzt irgendwie halb Bock, so zum den Content machen, weil ich wissen, wir haben noch ein anderes Modul, das ist regelmäßig jedes Jahr, und zwar müssen wir für den ZFF arbeiten. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendwie jemand reinkommt. Also ich weiss, dass Zara ist am Drehen, aber es ist manchmal im Gang so laut. Und Leute reden, ich habe Angst, dass so irgendeine Putzkraft reinkommt, oder ich weiss doch auch nicht. Und ich bin da so einen Podcast aufnehmen, oh mein Gott, Hilfe. Oder dass die mich hören. Gut, ich könnte jetzt auch mit jemandem am Reden sein oder am Telefonieren. Oder, ja, Bro, chill. Also, wo bin ich jetzt gewesen? Nein, wir haben das ZFF-Modul, also das Zürich Film Festival-Modul. Und dort haben wir auch 2 Wochen lang für jeden Content machen. Hört ihr das, Bro? Das ist so laut. Ich bin gerade so abgelenkt. Hilfe. Also, scheiß drauf. Ausblenden. Ja, für das Zürich Film Festival müssen wir jedes Jahr Content machen und es ist halt hure stressig. Weil wir müssen immer ein TikTok machen und ein Longform-Video. Und das Longform-Video ist halt wie, wir müssen ein Interview machen wir müssen zuerst Film aussuchen, weil ich das mir spannend finde, weil die gerade am Zürich Film Festival gezeigt werden. Dann müssen wir
eben einen Film aussuchen, den wir spannend findet. Dann müssen wir Actors oder je nachdem, was wir Bock haben, es kann ein Regisseur sein oder einfach irgendjemand, der mit dem Film zu tun hat. Und dann müssen wir die Menschen anschreiben. Dann müssen wir eine Interview-Location überlegen und organisieren. Dann müssen wir auch noch ein Konzept schreiben oder einfach überlegen, wie das ganze Video aussehen soll. Dann müssen wir die Leute hierher bestellen, also zum Drehort. Dann müssen wir das ganze Kamera-Equipment, und das ist ja wie nicht einfach ein Handy, sondern das ist halt viel mehr. Du gehst dann mit einem ganzen Team dorthin und du selber bist dann halt die Person, die das Ganze leitet. Du musst all die Menschen verkabeln, du musst mit dem Licht überlegen, du musst, keine Ahnung, also wie, es ist einfach so viel aufwendiger. Und also wie im Grossen und Ganzen, es ist mega aufwendig und es ist ein riesiger Stress. Du hast in diesen 2 Wochen hast du eigentlich einen Dauerstress. Also du hast wenig Schlaf, es ist viel los, du hast viel zu tun, es kommt immer wieder ein Auftrag, es ist einfach wie, das ZFF-Modul ist bei uns wirklich so bekannt als ein Dauerstress. Du hast eigentlich nach diesen 2 Wochen ein kleines Burnout. Ja, genau, und ich glaube, wir alle haben uns das ESC-Modul jetzt auch ein bisschen so vorgestellt, weil das geht jetzt auch, dass wir 2 Wochen da in Basel sind und Content machen für sie. Und wir haben gedacht, das wird auch ähnlich so sein, dass wir nachher einfach komplett durch sind und gar nichts mehr mögen. So. Und ich habe ja auch das Gefühl, also beim ZFF, ich persönlich habe es schon auch als stressig empfunden, aber also ich bin es mir jetzt halt auch blöd gesagt gewöhnt, wenn ich Normalschule habe, dann halt heimkomme und meinen Content mache. So. Also ich bin es mir jetzt wie gewöhnt, halt zum, keine Ahnung, vielleicht in die Nacht arbeiten oder whatever. So. Und darum ist es jetzt für mich so vom Stresspegel her, klar war es Stress gewesen, plus habe ich ja gleich noch meinen Content auch noch machen, also es war noch mehr Stress gewesen. Aber es ist irgendwie, ich habe es vom Stress her noch okay gefunden, aber mir ist auch mehr eben das Ding von, ich mache lieber so unterhaltenden Content. Ich finde es geil, können Leute unterhalten, spannende, lustige Sachen machen, halt einfach, wenn die Zielgruppe Jugendliche sind. So. Und beim Zürich Film Festival Modul sind es halt mehr, da ist die Zielgruppe halt vielleicht älter. Und was man schon auch noch muss sagen, die Interviews, die kommen nachher auf den ZFF YouTube-Kanal, wo wirklich tot ist. Also komplett tot. Also wirklich, du lädst das Video auf dort und es hat maximal 200 Views. Und es ist halt so demotivierend, wenn du dir so viel Mühe gibst für das Video und du postest es auf YouTube dort und das schaut einfach niemand an. Es interessiert sich niemand dafür. Das ist einfach fucking degradierend. Ich kann mir nur schon vorstellen, für die Leute, die interviewt werden, die denken sich ja so, boah krass, Alter, ich werde da interviewt vom Zürich Film Festival und nachher sehen sie einfach, es kommt auf YouTube und es juckt literally niemand. Ja, darum, ich muss ehrlich sagen, das ist wie so ein Modul, das so halt einfach bei uns allen jetzt nicht so das 10 von 10 Modul ist, weil es einfach mega stressbedingt ist. Und wir haben es halt jedes Jahr. Also wir haben es jetzt letztes Jahr gehabt, wir werden es jetzt diesen September, Oktober auch wieder haben. Darum, ja. Und wir haben halt wie gedacht, als ob wir jetzt der Jahrgang sind, der nochmal extra so ein Modul haben. Also wir haben wie ein bisschen Nachschiss gehabt. Aber ich sage jetzt zuerst mal so, was unsere Aufgabe ist. Also, wir haben, ich glaube, also offiziell geht das Modul sogar 3 Wochen, aber die 3. Woche ist so ein bisschen geschenkt, weil es ist dann mehr so ein bisschen kurze Besprechung und keine Ahnung. Also dort, wenn wir kein Content mehr machen, wir sind ja nicht mehr in Basel und so. Und wie die ersten 2 Wochen sind vor allem das ESC-Modul, also es war jetzt letzte Woche und diese Woche. Und da geht es darum, dass wir den ganzen, also nicht den ganzen, aber einen grossen Teil oder einfach einen Teil vom SRG-Kanal machen, also eigentlich SRF, aber SRG ist ja schweizweit. Und wir machen für TikTok, Instagram und LinkedIn machen wir Content und das ist halt für mich schon mal so, oh okay, immerhin Hochformat, also bei LinkedIn, aber Bro, man kann immerhin so ein bisschen entscheiden. Und was halt auch ein Unterschied ist, beim Zürich Film Festival Modul sind wir alle so, jeder muss ein Longform-Video machen und jeder muss ein TikTok machen. Und jetzt beim ESC ist es wirklich einfach so, hey, wer hat Bock zum das machen, wer hat Bock zum das machen, dann kann man noch das machen, dann kann man noch dort helfen. Und ich finde das so viel geiler. Einfach weil es fühlt sich wirklich an wie ein Team und man kann ein bisschen mehr das machen, was man Bock hat. Und eben ich habe halt wirklich viel mehr Bock auf so Shortform-Content. Und ja, also ich weiß auch nicht, ich sage ehrlich, ich finde es ein richtig geiles Modul. Ich könnte noch mal 2 Wochen, ich sage wirklich. Es ist natürlich auch stressig und wir tun auch oder nicht jeden, aber fast jeden Abend schaffen wir auch bis um 8 Uhr oder so. Also heute habe ich jetzt auch wieder bis um 7:30 oder so geschafft, ich weiß gar nicht mehr. Aber also es ist auch easy. Ich finde, also um 9 Uhr morgen fangen wir an, dann haben wir zuerst eine Redaktionssitzung und
ja, dann gehen wir so wie ins Ganze hin. Aber ich kann vielleicht einmal kurz erzählen, wie so ein Tag bei uns aussieht. Es tut mir übrigens mega leid, dass die Podcast-Folge jetzt so ein Wirrwarr ist, weil also zum einen, mein Handy ist da vorne, weil ich jetzt keine Kamera da mitnehmen konnte. Und ich mache es jetzt auch mit dem Mini-Mikrofon, weil das habe ich immer dabei zum Content machen. Und ich kann jetzt da nicht meine grossen Mikrofone mitnehmen, da verstehen wir wahrscheinlich hoffentlich. Darum wird es so ein bisschen provisorisch. Also ich habe ja sonst immer meine Notizen auf dem Handy und ich habe jetzt einfach gedacht, Bro, das wird jetzt so eine Folge, wo ich irgendwie so einfach random labere und ich erzähle, was gerade passiert ist und all das Zeug und darum, genau, wird es ein bisschen eine Laber durch eine andere Folge geben. Aber zurück, also unser Alltag. Wir, Bro, mein Kopf ist gerade wieder ausgestellt. Ich bin so müde. Also, wir stehen am Morgen auf. Wir haben ja da unser Hotel, also Hostlis eigentlich, in Basel. Dann stehe ich, also ich und Zaray, wir stehen so um 7:30, 7:30 auf. Dann uns ready machen, gehen um 7:45 los. Und dann kommen wir dort an und dann gehen wir noch zum Morgen essen. Und dann gehen wir an die Redaktionssitzung. Das ist einfach eine Sitzung mit unseren Dozenten, Dozentinnen und mit Leuten vom SRG. Und dann wir so besprechen, wie der Tag aussieht und was wir so machen und was der aktuelle Stand ist und was wir gestern gemacht haben und ob wir das und das können schon abgeben und wie es dort aussieht und bla bla bla. Also wieder gibt immer eine kurze Besprechung, wie es so aussieht. Und ja, eben je nachdem ist es dann halt so ein bisschen, zum einen gibt es Vorschläge von ihnen, so hey, da gibt es noch das, da kann man das machen. Ah, übrigens, wir machen ja eben vor allem Content über den ESC, also eigentlich nur. Und das können verschiedene Sachen sein, wie zum Beispiel über Events. Dann geht man zum Beispiel, das zweite geht man an ein Event. Zum Beispiel, was heißt jetzt gerne, Kinderchor hat für ältere Leute gesungen. So. Es ist halt alles so ein bisschen Public Value-mäßig. Und dann geht man jetzt das zweite her. Eine Person filmt, die andere Person ist für den Ton zuständig. Nein, die eine Person filmt, vielleicht ist noch eine dritte Person für den Ton zuständig und sonst halt der Kameramann oder die Kamerafrau. Und die zweite Person stellt Fragen, man macht dann Interviews, dann macht man noch ein paar Extra-Shots vom Ding, wo man dann drüber legen kann. Das heisst übrigens B-Roll. Ja, genau. Also und dann kommt man zurück vom Dreh, tut die ganze Kamerazeug versorgen und dann geht man eigentlich schon in den Schnitt. Und dann gehst du als Zweite in den Schnitt oder alleine. Voll. So sieht das Ganze aus und eben darum sind wir grundsätzlich verantwortlich für zum Events zeigen. Wir machen aber auch Strassenumfragen. Was hat es noch gegeben? Wir machen auch über vielleicht Leute, die beim ESC arbeiten, machen wir Content, also so ein bisschen Face-Content, also über Leute oder über Events. So. Voll. Und was habe ich bis jetzt machen müssen? Es ist so traurig, ich habe eigentlich zuerst Content über das Maskottchen machen, weil es gibt ja so das ESC-Maskottchen. Ich dachte, das könnte irgendwie funny Content werden. Weil ich will immer so ein bisschen die Richtung gehen, was könnte funny sein. Und bin dann aber, also weil schon zwei haben wollen das machen, bin ich dann eingeteilt worden in Content über das Studierende für den ESC arbeiten. Und ich habe mir zuerst gedacht, ach Menno, ich will doch irgendwie rausgehen und etwas erleben und etwas machen und ich will jetzt nicht bei uns da im Office hocken und Content machen über uns so. Aber im Nachhinein habe ich es gleich ganz cool gefunden. Ich muss sagen, ich hatte eine mega coole Gruppe gehabt. Wir waren dann das dritte und es hat so unglaublich gut harmoniert. Also wirklich, jeder hat seine Aufgabe gemacht, jeder hat so das. Und wenn ihr mich ein bisschen verfolgt, ihr wisst ja, ich bin immer so ein bisschen mit Gruppenarbeiten. Ich habe immer so ein bisschen früher schlechte Erfahrungen gemacht und bin eigentlich darum meistens schon grundsätzlich negativ darauf eingestellt. Aber es bessert sich. Also ich mache immer wieder gute Erfahrungen jetzt in letzter Zeit, da bin ich echt froh. Ja, darum, dann haben wir dann Content gemacht über das. Vielleicht, also wenn ihr das schaut, ist jetzt alles schon online, könnt ihr gerne mal auschecken. Auf TikTok und auf Instagram und auf LinkedIn ist es vielleicht jetzt auch schon online, aber die wenigsten gehen jetzt wahrscheinlich auf LinkedIn schauen. Darum, ja, also es sind SRG, SSR, heisst es so, Kanal, aber auf jeden Fall SRG und ich glaube SSR. Oh mein Gott, ich weiß es nicht mal. Aber ja, dort ist der ganze Content. Und ja, ich muss sagen, das hat mir noch Spass gemacht, weil ich muss sagen, ich selber jetzt nicht mega vor der Kamera sein, lustigerweise, aber wie einfach so auf anderen Kanälen, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich will das wie nicht so vermischen. Ich will nicht, dass Leute irgendwie, also wenn Leute mich sehen, will ich, dass man sie auf meinen Kanal sieht und nicht, dass irgendwie so plötzlich so, keine Ahnung, also wie, ich will es wie nicht so mega vermischen, voll.
Und was soll ich jetzt sagen? Ja, auf jeden Fall haben wir dann also ist der Plan gewesen, dass wir eben so zeigen, was wir da machen. Und auf TikTok habe ich den Vorschlag gemacht, hey, machen wir doch so wie Behind-the-Scenes-mäßig, wie ein Alltag von uns aussieht. Und eben, weil ich nicht wieder vor der Kamera war, hat mein Kollege, der Jan, sich dann zur Verfügung gestellt und wir haben dann wie mit ihm das Ganze gedreht. Also wie ich bin dann mit ihm mitgegangen und habe den ganzen Tag mit ihm gefilmt. Also so quasi, er hat sich selber gefilmt, aber ich habe ihm genau gesagt, wie er das machen muss, weil ich ja schon ein bisschen Ahnung habe in dem Ganzen. Und dann haben wir das Voice-Over machen und es war so lustig, weil ich ihm den ganzen Text geschrieben und habe es dann mit ihm zusammen aufgenommen. Und er hat es ja wie authentisch sagen und so. Und ich so, jetzt muss ich mich ein bisschen so sagen, jetzt muss ich mich ein bisschen so sagen. Ja, also ist jetzt ein richtiger Influencer. Ey, könnt ihr bitte, wenn ihr das Video seht, das ist auf TikTok, könnt ihr irgendwie so einen Kommentar schreiben, so, keine Ahnung, Go Jan. Könnt ihr bitte Go Jan schreiben? Ich sage ihm immer, er soll Influencer werden, das wäre so lustig. Genau, darum, ja, das ist auch das. Und was können wir noch erzählen? Ja, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Ich kann vielleicht noch so ein bisschen sagen, was noch so nice ist, weil viele fragen immer so ein bisschen, was siehst du, also erzähl so ein bisschen, weißt du, was Backstage und sieht man da Leute, die bekannt sind und also, vielleicht muss ich als allererstes mal sagen, ich finde es krass, wie soll ich sagen, wie wenig, dass man wissen darf. Also einfach so, wie secret sie das Ganze machen. Ich finde es wirklich, so krass, wie der ESC darauf schaut, dass man so absolut nichts postet und nichts irgendwie mitbekommt, was intern ist. Also es ist wirklich so, du kommst zuerst rein und dann gibt es zuerst mal eine Sicherheitskontrolle, also wirklich so Flughafen-like. Du musst deine Jacke abziehen, du musst dein Zeug abziehen, den Rucksack, du musst den Laptop rausnehmen und das Handy und so, das musst du alles in die Schachtel tun, dann geht es durch das Gerät durch und dann musst du durch so ein Ding durchlaufen, einfach wirklich wie beim Flughafen. Und eben dann wirklich bei jedem Ecke, bei jedem Gang steht irgendein Mensch und kontrolliert dein Badge. Also es ist wirklich, ich finde das crazy. Und du darfst auch nie irgendetwas filmen oder fotografieren, wirklich gar nie. Beziehungsweise, ich glaube, du darfst es filmen und fotografieren, aber du darfst es halt nicht posten oder du darfst es nicht mal jemandem schicken. Also sie haben wirklich gesagt, egal wie lieb deine Omi ist, du darfst nicht ihr etwas schicken. Was man machen darf, ist es jemandem auf deinem Handy zeigen. Aber ich finde das so krass, weil ich kenne das halt so nicht. Oder wie soll ich sagen, ich kenne es wirklich einfach nicht und wie... Also gerade zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin, jetzt influencermäßig, dann bin ich ja wahrscheinlich vor allem dort zum Content machen. So, darum ist vielleicht mein Hirn auch automatisch, wenn ich etwas erlebe von «Oh mein Gott, cool, filmen, da kann ich ein cooles Video machen». Und jetzt erlebe ich halt immer so das Gegenteil von «Hey, du bist da und du darfst keinen Content machen». Und das war für mich irgendwie so schwierig gewesen, weil ich so denke, boah, mega geil, ich kann euch dann zeigen, wie das aussieht, wie ich das schaffe und so. Und nachher wirklich am ersten Tag sagt sie so das und ich bin echt so gewesen, ach Menno. Aber ich darf euch ja erzählen, so, ich darf einfach wieder zeigen, wie es dort aussieht. Und zum Beispiel auch der Badge, du darfst gar nichts füttern oder irgendwas. Weil jetzt gerade zum Beispiel beim Badge macht es für mich schon noch Sinn, weil du halt, also keine Ahnung, du könntest halt, wenn du das Bild siehst, dann weißt du, wie der aussieht, dann könntest du den nachmachen und dann könntest du vielleicht so irgendwie reinkommen. So. Aber ich finde es einfach so krass, weil es ist halt schon riesig. Also ich habe ja schon irgendwie gecheckt, dass der ESC so ein grosses Ding ist, aber es ist halt schon ein riesiges Ding. Es hat so viele Mitarbeitende nur schon und eben die Kontrolle ist halt crazy. Also wirklich, die ist crazy. Ja, also mittlerweile sind es schon wieder jetzt lockerer, weil jetzt hat es ja schon die einen öffentlichen Sachen gegeben und so. Also zum Beispiel gerade am ersten Tag haben wir schon reingehen können. Ah, das war noch cool. Es hat wie so eine grosse Sitzung für alle Mitarbeitenden und die Sitzung hat im offiziellen Saal stattgefunden, also dort, wo nachher das Finale und das Halbfinale und all das ist. Und das war so insane gewesen. Oh mein Gott, das war so insane gewesen, weil du kommst so rein und wir sind einer der Ersten gewesen, die den Saal haben können fertig sehen. Und sie haben dann wie bei der Sitzung alles gezeigt, das war mega spannend gewesen, wirklich. So, sie haben gezeigt, wie sie die Lichter aufgestellt hat. Sie hat so einen Zeitraffer gezeigt, was alles aufgestellt haben. Und dann ist immer wieder jemand auf die Bühne gekommen, der das ganze Licht gemacht hat, hat ihm erzählt und hat dann auch gezeigt, so, das ist das Licht, dann hat er das Licht geschaltet und so. Also, es war so spannend gewesen. Und dann hat das Maskottchen gezeigt und einfach, also wirklich, sie haben mega viel gezeigt und so. Ja, es war einfach spannend gewesen, das Ganze mal so hinter der Kulisse gesehen von so einer grossen Organisation und du merkst auch, es sind irgendwie alle, also zum einen es ist hure gut strukturiert und hure gut geplant, aber auf der anderen Seite, das machen alle zum ersten Mal.
Also wie, wann war das letzte Mal der ESC gewesen? Irgendwie 1950 oder 48, ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall schon hure lang her. Und wie all die Menschen, die jetzt da arbeiten am ESC, oder die gerade von der Schweiz kommen, die machen das zum ersten Mal. Also die sind alle, also wie, das sagen sie uns immer wieder, so, Bro, es ist das erste Mal und vielleicht das letzte Mal, wo das machen. Es ist okay, wenn ihr Fehler macht und so. Genau, also wie, ich finde es mega spannend. Und ja, eben, ich habe jetzt auch dort, wo ich in dem Saal war, habe ich auch eigentlich am liebsten euch zeigen, so, oh mein Gott, wie cool der Saal ist und so. Und sie haben wirklich auch so gesagt, nichts machen, nichts veröffentlichen, erst dann, wenn es offiziell ist und so. Und eben darum, jetzt darf man, glaube ich, schon, weil gerade heute Abend, also wenn ich es aufnehme, da ist der 13. Mai, dann ist, glaube ich, das erste Halbfinale. Oh mein Gott, ich bin schon schlecht informiert. Ja, irgendwie so. Und wie dort hat es ja offiziell Leute dort rein, die dann wahrscheinlich werden Sachen filmen und nicht die Story tun. Ich glaube, dann ist es nicht mehr so ein Geheimnis. Aber ich habe es einfach spannend gefunden, das Ganze mal so miterleben, wie kein das ist. Bro, wir sind nur schon, wir glaube ich, am 3. Tag oder so, haben wir, wie sagt man, eine Backstage-Tour bekommen, mega cute. Da haben sie einfach so, gibt es auch so 1, 2 Dudes, die so wie eine Guide-Tour machen, so, dort arbeiten die, dort machen die das, dort passiert das. Und wir haben dann halt wie so mit reinschauen. Und dort sind wir so an dieser Tour gesehen, es hat wie so 2 Leute mit so einer orangen Weste, die wahrscheinlich einfach so schauen, dass nicht, keine Ahnung was, so, auch wenn wir dort arbeiten, egal. Und ich habe dann, mega random, ich bin dann mit der Sarah draussen gestanden und wir haben so einen Baum gesehen und wir haben den schön gefunden. Wir haben uns gefragt, wie der Baum heisst, ob das Ahorn ist, ob das Eich ist. Es ist so random. Und ich habe dann den Baum abgefüttert. Ich habe alle gesagt, man hat wirklich einfach nur den Baum gesehen. Und dann will ich ChatGPT fragen und dann ist schon der Dude da mit der orangen Weste gekommen und macht so tick, tick, man darf dann einfach nichts füttern da. Und ich so, ja, chill, ich will nur wissen, wie der Baum heisst. Das juckt mich gar nicht, der ESC da an. Nein, also ja, also wirklich, die sind richtig, richtig streng. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, und das, oh mein Gott, wow, da werdet ihr jetzt schnell staunen für diese Aussage, aber das ist ein riesiger Unterschied zu Zürich. Oh mein Gott. Leute, also ich sage euch ehrlich, Basler sind so viel lieber als Zürcher. Ohne Witz, oh mein Gott. Ich merke so harten Unterschied und ich verstehe jetzt finally auch mal, wieso Leute die ganze Zeit sagen, dass Zürcher so arrogant sind. Also das merkst du so fest. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob es wirklich nur Basel ist oder ob es wirklich einfach nur der ESC ist, aber das fühlt sich so viel familiär an. Jeder sagt dir Hoi. Und am Anfang war es für mich so ungewohnt, weil ich so dachte, oh, wait, kennen wir uns? Oh, habe ich etwas verpasst? Haben wir das schon mal gesehen? Bis ich gecheckt habe, die sagen alle Hoi, die sind alle so «Guten Morgen» und also die strahlen einem so richtig an. Also weißt du, auch so du bist so, eben, es hat an jeder Tür hat irgendein Mensch, der halt dein Badge checkt. Und jeder sagt dir «Guten Morgen» und «Hi». Ich weiß auch nicht, also, und das muss ich wirklich sagen, das finde ich so schön. Und das möchte ich irgendwie mega beibehalten. Und ich möchte das irgendwie auch ein bisschen auf Zürich bringen. Darum, alle Zürcher, die dazu hören, können wir anfangen, freundlicher sein, Leute Grüezi sagen. Weil ich habe das Gefühl, wir haben uns alle so ein bisschen so entwickelt, dass wir irgendwie so schnell hässig werden oder einem Zug. Man redet, also nicht, dass man jetzt miteinander reden muss, aber man tut so, man ist so in sich selber gekehrt und ich weiß auch nicht, irgendwie, ich finde das so schön. Einfach anderen Leuten ein Lachen schenken, Hoi sagen, kurz interagieren. Ich weiß auch nicht, wenn jetzt, zum Beispiel jetzt das beste Beispiel, wenn in Zürich jemand die einem reinläuft, dann ist so, sorry, so, und läuft weiter. Und jetzt da in Basel ist so, jemand läuft rein und sagt so, oh, Entschuldigung, und schaut einem nach so, und lacht einem so. Ich weiß, es lacht einem so, ich weiß nicht, ich finde das, also das finde ich wirklich einen krassen Unterschied. Und das finde ich etwas mega Schönes. Also ich merke so, ich habe so viel mehr Positivität in mir rein, seit ich da in Basel bin. Und es ist wirklich, das finde ich etwas richtig, richtig Schönes. Ja, darum Props an alle Basler. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich ganz viele andere Kantone, wo das auch so ist. Ja, vielleicht, also schreibt mal, falls ihr auch Zürcher seid, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so ein Ding habt von, ich komme irgendwo in einen anderen Kanton und merke, also es ist gefühlt ein Kulturschock so, obwohl ich nur eine Stunde einfach entfernt bin von Hause. Das finde ich wirklich crazy und das ist ja wirklich, also das ist so motivierend, um dort zu arbeiten. Ja, ich weiß auch nicht. Es hat zum Beispiel, wir haben so eine Dartscheibe bei uns im Office, das ist noch geil, also so eine magnetische, so eine Billo-Dartscheibe. Und wenn man halt so ab und zu absolut nicht mehr mag, in den Laptop schauen und schneiden, dann ist so, gehen wir schnell Dart spielen und das ist wie so im Gang bei uns und dort laufen dann mega viele Leute durch. Und wenn wir jetzt in Zürich wären, also die wären doch safe alle Huren abgefuckt, wenn jetzt so Kiddos, also ja, so Studierende halt Dart spielen.
So, weil man ist dann vielleicht jealous, aber die arbeiten gerade nicht. Und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es werden die in Zürich werden alle pisst. Oder dann werden wir so, könnt ihr bitte aufhören, es ist voll laut. Oder whatever. Und ohne Witz, also wir sind so geschockt. Die laufen durch und jeder macht irgendeinen herzigen Spruch so, sind ihr am Gönnen? Oder, oh, geil, Alter, keine Ahnung, irgendwie so. Ich weiss doch auch nicht, also wirklich, ich finde das so krass. Oder weißt du, die machen dann auch so einen Joke, wenn sie irgendwie am Durchlaufen sind, von so, keine Ahnung, Scheiben verdecken oder, ich weiss doch auch nicht, aber alle sind so sympathisch. Das finde ich wirklich, wirklich crazy. Genau, das ist so ein bisschen das. Was habe ich noch zu erzählen? Wir sind jetzt heute sind wir am ESC Village filmen. Oh, ich bin das erste Mal draussen in der Welt. Ich habe wirklich bis jetzt nur Drehs intern gehabt, eben weil ich auch den Content gemacht habe über uns, also über uns Studierende. Und das war halt alles bei uns im Office gewesen. Das ist wirklich, wir haben nie irgendwie mal rausgehen filmen oder so, während andere eben an coolen Events sind und wir sind wirklich so nichts am Erleben gewesen. Also ich und der Jan, ich habe jetzt den Namen ja schon gesagt, mit ihm mache ich momentan sehr viel Content. Also immer so, ja doch Content. Für mich ist das so komisch zum Content zu sagen, weil Content ist für mich so das, was ich jetzt gerade mache. Content ist das, wo meine TikToks, meine Instagram und so. Und für das SRF arbeiten ist für mich wie so nicht, also ist eigentlich auch Content, aber das sind so, Content ist für mich mehr so Influencer-Sachen, checkt ihr? Aber es ist eigentlich auch Content. Und wir sind ja offiziell auch Content Creator vom SRF-Team. Und das check ich auch nicht. Das klingt wie so, wenn ich sage, ich bin Content Creator, dann haben alle das Gefühl, ich bin Influencer. Irgendwie, also ja. Genau, und wir sind jetzt heute im ESC Village gewesen, und das ist wie so beim Messeplatz. Dort ist auch so Gamescom, für die kennen und so. Also einfach so einen grossen Saal und ja, so 2 Stück, 3-stöckig, keine Ahnung mehr. Und dort hat es halt wie so Foodstand und so. Es ist ein bisschen wie ein Festival, es hat jeder so ein bisschen einen Stand, so einen Swisscom-Stand, und dort kannst du Fotos machen und dort kannst du am Rad drüllen. Oder wie so ein bisschen, kann ich eine Messe vielleicht auch? Ja doch, ja, obviously, Messeplatz, wow. Aber ja, auf jeden Fall, dort habe ich mich heute auch so ein bisschen gefilmt und voll cute, da haben wir so ein paar Leute erkannt und ich so, ja, cute. Weil für mich ist das irgendwie auch so ein bisschen speziell, wenn ich erkannt werde außerhalb von Zürich. Weil logisch folgen mir, also kennen mich auch Leute außerhalb von Zürich. Aber für mich, vielleicht kann ich es so vorstellen, ich fühle mich gerade, als wäre ich im Ausland jetzt. Ich bin da in einem Hotel, ich bin jetzt da nicht daheim. Ich könnte jetzt auch ganz so gut in Kasachstan sein. So. Und für mich ist das dann schon ein bisschen spezieller, wenn ich dann erkannt werde irgendwie. Weil ich bin mir ja vor allem blöd gesagt gewöhnt, erkannt zu werden, eben wenn ich in Zürich bin oder so. Und wenn das jetzt so auswärts ist, bin ich so, oh mein Gott, hallo, du kennst mich, crazy. Ja, genau, aber das, so viel, ich glaube, ja, eben, falls ihr eine Frage habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht kann ich es nächste Woche noch so ein bisschen beantworten. Aber das war so ein bisschen das gewesen. Und eben, was auch cool ist, um noch fertig zu erzählen, wie unser Alltag aussieht. Meistens sind wir so um 8 Uhr fertig oder vielleicht auch ein bisschen vorher. Und das Essen wird uns auch gespeist. Und das Hostel, habe ich das überhaupt schon gesagt? Das ist crazy. Wir haben ein wirklich krankes Hostel, das wir da bekommen. Und eben das Essen, sie dann immer essen. Und es ist ja so geil, Bro. Die dann extra immer ein Menü normal machen, ein Menü vegetarisch und eins vegan. Und ich bin ja jetzt seit Anfang Jahr vegan. Und ich hatte schon so ein bisschen Schiss gehabt, weil wenn du daheim bist, dann kannst du ja einfach kochen und du kochst einfach vegan, logisch. Und bei uns in der ZHDK gibt es eigentlich auch immer ein veganes Menü zum Mittag oder es gibt immer vegane Sandwich. Und darum habe ich nie in meinem Alltag Angst, um irgendwie nicht zu überleben. Und da habe ich es jetzt wie nicht gewusst. Und darum bin ich jetzt gerade so froh gewesen. Und ich sage euch, es gibt so geiles Essen. Heute hat es vegane Herdöpfel gegeben mit Zugetti. Also wirklich, geil, richtig, richtig nice. Und sie haben auch immer am Morgen, zum Morgen, haben ein ganzes veganes Buffet mit so veganem Käse und so. Und sie haben auch vegane Gipfeli. Und ich sage euch, also no joke, seit ich vegan bin, ich schätze Sachen so viel mehr. Also wenn du mal, eben du verzichtest dann auf Sachen und wenn du dann plötzlich wieder hast in vegan, bist du so, oh mein Gott, das veganes Gipfeli. Und es ist immer so ein Buttergipfeli. Es ist toll, es ist wirklich toll. Also es ist wirklich das Highlight von meinem Tag, das Gipfeli. Ich freue mich jetzt schon morgen wieder auf das. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ich kann etwas anderes sagen. Ja, auf jeden Fall, ja genau, jetzt weiss ich es wieder. Wir haben bis am Abend oder so arbeiten und nachher gehen wir eben meistens eigentlich noch mit der Klasse in so eine Bar oder gehen essen oder machen noch irgendetwas, gehen an den Rhein oder whatever so. Und ich muss sagen, das ist so schön. Also ich merke richtig, wie wir als Klasse
viel mehr zusammenschweissen. Und ich rede, oder habe nur schon mega viel mit mal Leuten zu tun, wo ich sonst vorher in der Klasse nicht so viel zu tun hatte. Und ich finde das irgendwie so schön. Also ich erzähle ja immer wieder, wir sind eigentlich so eine Vierergruppe mit der Nina, Nadine und Sarai. Und eben Nina ist jetzt in Hongkong. Sie kommt übrigens in 2 Wochen heim. Und ich schwöre so, es wird eine fette Gossip-Folge geben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vor allem, ich kann jetzt erstmal mal ablästern, weil sie die Menschen nie mehr wird sehen. Ich darf jetzt nicht zu viel sagen, aber ich sage, das wird eine fette Gossip-Folge. Weil sie hat Sachen erlebt. Sie hat Scheiße erlebt. Sie hat alte... Also, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich wäre brüllend heimgegangen. Nein, also wirklich, sendet ihr mal ein bisschen Liebe. Geht auf Instagram Nina Maria Leuenberger und schickt ihr ganz viel Liebe, wirklich. Ja, sie war richtig arme gewesen. Aber ja, eben, vielleicht dann mehr in der Podcast-Folge. Auf jeden Fall, Nina ist in Hongkong, Nadine studiert auch länger und jetzt sind wir noch so, nur noch Sarai und ich, und, also von dieser Gruppe. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, es ist wie so, also man ist vielleicht auch ein bisschen gezwungen, also was heisst gezwungen, das klingt so negativ, aber es passiert einfach automatisch, dass du vielleicht dann auch mit anderen Leuten ein bisschen mehr chillst, so. Und ich merke jetzt einfach gerade automatisch durch den ESC, dass wir mit der Klasse halt wirklich einfach viel mehr machen. Eben, du gehst dann halt als ganze Klasse in eine Bar oder irgendwo in einen Ausgang einfach und ich finde das so schön. Und ich merke so, ich bin mit mega vielen Leuten jetzt irgendwie auch so automatisch close geworden und ich finde das mega schön, also ja, das ist etwas richtig Positives. Und irgendwie macht mich das super happy, weil ich muss sagen, ich finde das irgendwie noch so ein bisschen cool an meinem Studiengang, dass wir noch eine Klasse haben, weil wenn du normalerweise an der Uni studierst, dann bist du einfach in einer Vorlesung und vielleicht lernst du mal jemanden kennen, aber du chillst ja schon hauptsächlich dann mit den Leuten, die du vielleicht von vorher schon kennst oder irgendwie so. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich finde das mega cool, dass wir so eine Klasse haben. Und ja, und ich hoffe, dass wir auch nach dem Studium noch viele Sachen zusammen machen und I don't know, irgendwie, es ist gerade einfach alles so toll und eben, ich genieße es gerade so fest, das Modul und ja, ich weiß auch nicht, das ist für mich ein bisschen wie Austauschsemester. Ich war ja auch 2 Wochen dort in Lyon und da haben wir am Morgen Schule gehabt, am Nachmittag frei und am Abend war Ausgang und wir sind auch jeden Abend in den Ausgang gegangen. Und das ist halt auch genau das Gleiche, wir gehen jeden Abend in den Ausgang, auch wenn es wirklich fucking ungesund ist, jeden Tag in den Ausgang gehen. Aber das ist genau so, für solche Sachen, das ist so, Bro, du lebst nur einmal und ich genieße es so fest. Also wie meine Social Battery hat irgendwie, also ich weiß auch nicht, ich schieße da komplett drauf und ich habe das Gefühl, sie hat so endless irgendwie Akku gerade, aber ich bin jeden Abend, oh mein Gott, wieder etwas machen, oh mein Gott, wieder etwas machen. Ja, genau, darum, das ist gerade sehr nice. Und ja, oh mein Gott, ich habe das Lustigste von der Woche noch gar nicht erzählt. Ich weiß gar nicht, wie lange die Podcast-Folge schon geht. Ich kann es null einschätzen und ich sehe sonst immer meinen Bildschirm von der Kamera und jetzt habe ich mein Handy umgekehrt. Wir lassen uns überraschen. Aber Leute, das Lustigste von der Woche, wir sind letzte Woche, ich habe zuerst auch lange überlegt und dann ist mir so etwas in den Sinn gekommen. Ich so, oh mein Gott, wieso ist mir das nicht schon vorher in den Sinn gekommen? Weil das ist die insaneste Story von dieser Woche. Alter, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, wir waren in einer Karaoke-Bar mit unserer Klasse und ein paar sind dann schon gegangen und wir sind dann nur noch das Dritte gewesen. Wir sind 3 Girls. So. Und also die Karaoke-Bar war sonst schon extrem in Szene gewesen. Es ist irgendwie so, vielleicht sagt der eine Name etwas, wo in Basel wohnt, aber Don't Worry heisst Karaoke-Bar. Es ist schon ein bisschen abgefuckt, die Bar, ist cute. Barkeeper war auch ein Cutie, ich habe mit dem noch Französisch geredet. Und auf jeden Fall war es einfach so eine fette Szene dort rein. Zuerst mal hat sie so im Ecke ein Bärli gehabt. Ich weiß nicht, ob sie zusammen waren, aber sie haben jetzt schon so ausgesehen, die fett am Beifen waren. Also wirklich so halblaut am sich anschreien. Und ich weiß auch nicht, das war mega unangenehm gewesen. Sie schlägt ihm dann ins Gesicht, sie gibt ihm so ein Flattern. Und wir auch alle schon so, oh mein Gott. Und du tust irgendwie auch so ein bisschen das ignorieren, weil du möchtest jetzt nicht, also ich weiß auch nicht, mega unangenehm. Er ist dann auch mal irgendwann gegangen und sie ist dann dort alleine geguckt am Heulen. Und wir haben zuerst gedacht, so, sollen wir zu ihr gehen oder nicht? Oder? Und sie hat, also mega komisch, ihre Kolleginnen sind aber offenbar auch in dieser Bar, sie sind am anderen Tisch gewesen, und irgendwann sind die dann zu ihr gegangen. Alles komisch. Dann hat es eine Gruppe gegeben, die sind richtig spiesserisch gewesen. Die sind so alle dort gehockt in ihrem Kreis. Die haben alle gut können singen, to be fair. Aber die sind so wirklich reingekommen. Also ja, wir haben da unseren Tisch reserviert und du hast das Gefühl, nichts mehr singen. Also die haben dann jedes Lied gegonet. Also die sind so, du bist dann irgendwann mal hergelaufen, so, hey, dürfen wir wieder etwas singen? Und sie so, also ja, wir haben jetzt eigentlich die nächsten 5 Songs schon geplant. Und das ist so, okay. Ja, das war so ein bisschen der Vibe gewesen. Aber zurück kurz zu dem Pärli.
eben, er ist dann irgendwann gegangen und sie ist dann irgendwann am Heulen gewesen. Und dann ist so eine 3er-Jungsgruppe gekommen. Und dann hat sie mit dem einen Dude mal so ein bisschen angefangen zu reden und so. Und dann hat sie wieder ein bisschen gelächelt und hat mit dem Dude hat sie dann so ein bisschen gelabert und so. Und irgendwann sind die dann auch gegangen und alles. Und ich so, okay, easy, der geht jetzt wieder gut. Aber eben, es war alles so ein Side-Ding gewesen. Es war jetzt nicht das Main-Thema von dem Abend gewesen, weil wir sind dort gewesen, zum Karaoke feiern, zum Singen und alles. Und meine Kollegin, sie hat dann gesagt, ja, sie muss aufs WC, ob wir auch müssen. Und wir so, nein, ist gut, oder sollen wir gleich mitkommen? Und sie macht dann noch so einen Joke, nein, ich schaffe das alleine und so. Und geht dann aufs WC und sie kommt so nach wirklich, no joke, 20 Sekunden wieder zurück mit so grossen Augen. Und wir sind schon so, was ist los? Bist du jetzt schon auf dem WC gewesen? Und sie so, nein, es ist jemand drin. Und ich so, jemand? Und sie zeigt so mit den Fingern 2. So, nein, es sind 2 Leute drin. Und ich schaue sie so lang an. Und ich so, ist jetzt das gerade das Bärli? Also ist das jetzt gerade das Girl mit ihrem neuen Boy da drin? Und sie nickt einfach so mit grossen Augen und erzählt uns einfach, dass sie reingelaufen ist. Und ich meine, es ist so ein WC, wo du zuerst mal reinlaufst. Es ist so ein kleines WC. Du laufst rein und bist jetzt zuerst in dem Vorgang, sage ich mal, wo das Brünneli ist und der Spiegel. Und dort hat es ja nachher, wenn du weiterlaufst, hat es eine Kabine, wo das WC ist, wo du abschliessen kannst. Und vorher kannst du halt nicht abschliessen. Und sie läuft halt wie rein. Und die sind dort am Schakalaka-Laka machen in dem Vorräumchen, wo das Brünneli ist, wo du nicht abschliessen kannst. Sie hat literally seinen bloßen Arsch gesehen. Und hat die gesehen dort. Und die haben es, glaube ich, nicht mal gecheckt, und sie ist einfach so schockiert wieder rausgelaufen. Nein, es ist so eine wilde Szene gewesen. Vor allem, wir haben ja den ganzen Verlauf von ihrem Abend mitbekommen. Und sie kommt eben so zurück und erzählt uns das. Und wir sind dann irgendwann gegangen und sie hat ja mega aufs WC und sie hat nicht können, weil es hat nur ein WC gehabt. Und dann sind wir eben das gesagt, ja, komm, gehen wir jetzt und so. Und nachher laufen wir wie raus und wir sehen einfach die beiden dort so im Gang, so eine Ziege am Rauchen. So, okay, ist gut gewesen in dem Fall. Nein, oh mein Gott, es ist auch eins zu viel gewesen. Es ist so eins zu viel gewesen. Ich weiss nicht. Oder ist das so das Ding, ich muss sagen, ich habe jetzt noch nie, glaube ich, jemanden verwünscht. Ich habe, glaube ich, wirklich noch niemanden verwünscht. Ich habe schon mal jemanden gehört, aber so wirklich verwünscht habe ich, glaube noch niemand. Nein, habe ich, glaube noch niemand. Und ich glaube, also, ich weiß auch nicht, also, ja, dass sie das erlebt hat, ist crazy. Also, ja, ich finde es lustig. Ich kann mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal jemanden verwünscht habt oder ob ihr schon mal verwünscht worden sind. Das gibt sicher lustige Stories von euch. Ich weiss, ihr habt lustige Stories. Ich will die lesen in den Kommentaren. Genau. Und wir könnten eigentlich noch eine Frage beantworten. Ich habe extra da meinen Laptop geholt, damit ich noch eine Frage beantworten kann, weil ich ja mein Handy nicht dafür nehmen kann. Und zwar, welche Frage haben wir da so alles? Wir haben da eine von der Lina. Liebe Grüße gehen raus. Und zwar hat sie geschrieben, voll coole Folge, herzlich. Dankeschön. Was denkst du über Nemo, Zoeme und Voyage? Würde mich voll wundern. Viel Spaß in Basel. Dankeschön. Und die Frage ist jetzt auch über den ESC bezogen. Vom ESC bezogen. Auf den ESC bezogen. Also ich kann nicht mehr Deutsch, mein Hirn ist wirklich tot. Nemo kennt man wahrscheinlich. Nemo hat letztes Jahr den ESC gewonnen. Und Zoeme ist die dieses Jahr teilnimmt, also von der Schweiz. Und ihr Song heisst Voyage. Also zuerst zu Nemo. Es ist noch lustig, weil ich kenne Nemo, ja. Also nicht mega gut. Aber ich habe ja damals, wann war das? Im 23 habe ich einen Rap-Song gemacht. Vielleicht mögen sich die einen oder anderen noch erinnern. Gegen den Can. Also er hat zuerst einen Diss-Track gegen mich gemacht, nicht gegen ihn. Also es war so ein bisschen jokey. Es war eine Kooperation mit Migrobitche. Und also Can macht ja Musik, ist auch bekannt. Und ich jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so im Rap-Game und ich habe dann ein bisschen Hilfe bekommen von Nemo. Und wir sind dann im Musikstudio und alles und ja, keine Ahnung. Also ich habe einfach ein paar Sachen gezeigt bekommen, wie man rappt und so. Und eben Nemo hat dann auch alles so abgemixt. Und einfach einen guten Song gemacht. So. Also darum hat es so gut getönt am Schluss. Und es ist mega lustig, ich habe jetzt gerade letzte Woche habe ich einen Snap-Flashback bekommen. Einfach von dort. Das ist noch crazy. Ich so, oh mein Gott, lol. Ja, genau. Und darum habe ich auch letztes Jahr eingeschaltet,
zum Finale zu schauen, weil ich ja eben gewusst habe, Nemo macht mit und ist nicht schlecht und das Potenzial ist da, dass man gewinnen kann. Wenn ich niemals dachte, dass wir das werden holen. Aber ja, wegen dem habe ich es geschaut und ich muss sagen, also wirklich, ich finde es crazy. Also Nemo macht es krank. Ich habe den Song auch nice gefunden, ich habe die Message auch geil gefunden. Darum, ich kann wirklich nur sagen 10 von 10. Und ich muss auch wirklich sagen, Nemo ist eine richtig, richtig cute Person in Real Life. Also wirklich richtig herzig, richtig auf dem Boden geblieben. Ja, also wirklich komplett mega, wie sagt man, hilfsbereit und alles. Also wirklich mega, mega cute. Mega cute. Kann ich wirklich einfach nur gut sagen. Ganz, ganz, ganz viel Liebe. Und eben, Zoe Meg kenne ich nicht, keine Ahnung, noch nie in Real Life gesehen. Jetzt eben nur so ein bisschen Content und den Song habe ich auch schon gehört. Und ich finde ihn halt schön, weil er ist französisch. Also ich finde ihn wirklich, ich finde ihn mega schön. Ich bin gespannt, wie er am ESC wird ankommen, weil ich würde sagen, es ist nicht so ein typischer ESC-Song. Ja, aber ich finde ihn halt mega schön. Eben, ich liebe französische Musik, das wisst ihr hoffentlich. Und es ist so eine Ballade, es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen slow, ein bisschen, also ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass so ein Song, wenn der los ist, dann fängst du instant an heulen. Ich finde ihn mega schön. Und sie hat auch eine mega schöne Stimme, also wirklich, muss man sagen. Darum ich finde es, also ich höre ihn privat jetzt so mittlerweile. Ich finde ihn wirklich mega schön. Aber ja, zum ganz ehrlich einschätzen, ich weiss nicht, wie gut er am ESC wird performen. Aber we never know. Aber ich glaube, wir alle, oder zumindest die den ESC organisieren, hoffen jetzt mal, dass wir nicht nochmal gewinnen. Einfach weil wir es uns nicht finanzieren können, weil das ist halt alles so unglaublich teuer. Wir könnten es uns nicht finanzieren, das zweite Mal gewinnen beim ESC. Nie im Leben. Nie im Leben. Darum, wir hoffen, dass wir gut werden sein, aber ich hoffe, dass wir nicht gewinnen. Perfekt. Genau. Ja. Eben, wenn ihr noch weitere Fragen habt zum ESC oder sonst irgendetwas, dann könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wie fest ihr euch interessiert für den ESC. Ich glaube, die es schauen, die finden so eine Podcast-Folge jetzt spannend. Aber falls ihr jetzt noch am Hören sind und ihr habt eigentlich nichts mit ESC am Hut oder ihr interessiert euch jetzt auch nicht so fest, fette Props an euch wirklich raus. Das sind meine treuen Fans, Leute. Nein, das ist wirklich... Fetter Kuss, ist sehr, sehr herzig. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr eigentlich nicht so into ESC sind und jetzt die Podcast-Folge haben. Könnt ihr einfach ein Herzchen kommentieren, da würde ich mich freuen. Ja, und sonst vergesst nicht, mich zu abonnieren auf dem Podcast und eine 5-Sterne-Bewertung, gell, Leute, wir müssen langsam mal raufgehen. Wir haben jetzt, glaube ich, 3,8 Bewertungen. Und ich habe gesagt, Ende dieses Jahres ist mein Ziel, 5000 Bewertungen zu haben. Also, macht gerne eine 5-Sterne-Bewertung, da würde ich mich sehr freuen darüber. Und ja, bei Insta haben wir jetzt auch 5000 Abonnenten. Also wir sind am wachsen. Unsere Family ist am grösser werden und das macht mich sehr happy. Ja, und ich habe jetzt meine Fresse und ich muss sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!